DRS3, 11 Minuten ab der 8. Und es hat schon wahnsinnige Geständnisse gegeben heute Morgen hier auf DRS3. Der Tennisspieler Roger Federer mit dem wahren Grund, warum der Rafa Nadal und nicht er der Sieger war vom French Open. Klar, oder? Ich meine, ich muss etwas klarstellen. Oder? Ich habe mich aus Solidarität zur Schweizer Fußballnationalmannschaft nicht an dieser Finalrunde in Paris beteiligt. Oder? Und überhaupt, wer will schon Fußball schauen? Oder? Das interessiert doch weder meine Fans noch meine Sponsoren. Und wenn sie auch nicht etwas von Tennis würden verstehen, oder wüssten sie, wie viele das sind, oder? Was andere Polit-, Sport- und Servala-Grössen sagen zu der Fußball-EM auf drs3.ch zum Nachschauen. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger. Wir werden uns aber auch noch mit anderen Sachen beschäftigen, die diese Woche passiert sind. Beispielsweise das VBS mit dem Bundesrat Ueli Maurer hat ja einen Vorschlag lanciert, wo man Asylbewerber könnte unterbringen auf Militärgelände, auf alten Militärflughäfen. Nationalrat Christoph Mörgeli, Sie sind mit Ihrem SVP-Bundesrat einverstanden? Ja, absolut. Militärisches Gelände ist doch der ideale Standort für Asylanten. Dort fühlen sie sich heimisch, rund um die Kasernen, Kampfbahnen und Einschusslöcher, verstehen Sie? Das Problem würde sich von selber lösen, wenn die Asylanten dort ein bisschen bei den Zielscheiben rumlungern. Verstehen Sie? Diese Woche auf jeden Fall hat eins gezeigt, die Asyldebatte bleibt brisant. Bastien Giron, was haben Sie die Woche als junger grüner Nationalrat dazu beigetragen? Die Diskussion um die Standort für Asylbewerber ist äußerst wichtig, aber ein Thema, das viel zu wenig besprochen wird, das bin ich. Muss man dann in diesem Land zuerst renitent werden, bevor man zum Gesprächsthema wird? Bleiben wir mit der Asyldebatte, Herr Giron. Auch ich habe mir für item eingesetzt, obwohl ich das Wort Verschärfung mit macht es kaum rausbringen. Item. Ich habe mir dafür eingesetzt, wie man aus Grünen versprochen hat, dass die Nigerianer aus Tunesien nicht, auch übrigens Tessiner, nicht mit so CO2-fressenden Flugzeugen ausgeschafft werden, sondern mit Velos, Ruderbooten und einem Jutensack über dem Kopf. Vielen Dank, Herr Schihan. Spanien ist auch nicht in den Schlagzeilen. Spanien braucht Geld aus dem EU-Rettungsfonds, ein Trost auf der Iberischen Halbinsel. Wenigstens hat der Rafa Nadal, wie schon vorher gehört, French Open gewonnen. Jean Ziegler, Sie holen gerade Luft. Als Politsoziologe kann Tennis Ihnen doch eigentlich egal sein. Jawohl, niemand merkt, dass Spanien via Sport einen Neokolonialismus betreibt. Ich bin empört. An jedem zweiten Tennisturnier nimmt ein Spanier teil. Alle 2 Jahre gewinnt eine spanische Fußball-Equipe ein Grossturnier. Und alle 2 Sekunden sagt ein sportlicher Spanier Hola. Dabei heisst das Bonjour oder Salut. Könnt ihr das verstehen? Nicht wirklich. Was macht die Schweiz in der Spanien-Krise? Die bundesrätliche Stellungnahme von der Doris Leuthard. Der Gesamtbundesrat empfiehlt den Spaniern dringend, also in ein paar Jahren, ein klares und sauberes Kommuniqué herauszugeben. Schön. Wir schliessen musikalisch. Der Peach Weber hat es auch wieder einmal geschafft. Ja, ich bin auch wieder einmal da im Studio. Der EH für Spanien als kleines Liedli da, nicht ein Sommerdichter, das passt super toll auf die Situation. Jetzt soll sie nicht mehr arbeiten, der Sommer erst, oder ich sage da Son von Nothing to Do. Yo, Rettungsschirm, where are you? Son von Nothing to Do. Rettungsschirm, I love you. Hat übrigens die EU-Kommission gerade beschlossen, dass nicht nur Spanien, sondern auch die griechische Nationalmannschaft unter den Euro-Rettungsschirm muss. Zum Glück ist Freitag. Mit dem Fabian Unterreger.